Nebst dem Surfen versuche ich einmal in der Woche zu sprinten. 3 bis 6 Mal, 20 Sekunden Vollgas, je nach Tagesform. Ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. So, jetzt geht es aber los mit den Alltagspflichten. Wenn ich etwas gelernt habe in den letzten 10 Jahren als Selbstständiger, ist es, dass ich meinen Tag vorplanen muss. Weil man hat ja immer Zeug, die man dringend erledigen sollte, wenn man selber eine Bude hat. Ich habe ein einfaches, aber für mich ganz ein hilfreiches System. Warte, ich zeige es. Alle Morgen mache ich das schnell. Ich habe eine Spalte, was ich heute unbedingt machen muss. Dann, was ich vielleicht dazu komme. Und die dritte, die ist für mich ebenfalls wichtig. Das ist das Zeug, das ich irgendwann erledigen muss, aber sicher nicht heute. Und neuerdings schreibe ich sogar noch pro Punkt hinterher schreiben, wie viel Zeit mich das wird beschäftigen. Weil es ist ja schon passiert, dass ich eine lange Liste hatte und das hat mich dann gestresst. Und als ich angefangen abarbeiten, habe ich gemerkt, ja, das ist ja gar nicht so wild, das war eigentlich schnell gemacht. Der schlaue Fuchs. So, mittlerweile bin ich beim Blog Editieren angekommen. Ich bin fertig geworden mit einem Film für einen Kunden von mir. Ähnlich wie letztes Jahr bin ich in Skid Row gefilmt. Das ist das Homeless-Quartier von Los Angeles. Hier ein kleiner Ausschnitt. How bad it is. We got there because the Union Mission cooperated with us, and then we saw how important it is to work there. The first year we did the event in Skid Row, it's 2014. The one that don't have the choice where to live, we want to help them. In den nächsten paar Tagen wird ein kurzer Doc-Film veröffentlicht. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr ihn auch anschaut. Wie es heute halt so üblich ist, geht ihr am besten meine Page liken auf YouTube oder Facebook. Dann werden euch meine neuesten Filme brandaktuell serviert. So, Feierabend. Jetzt gönne ich mir noch eine Episode auf Netflix. Zurzeit ist die Serie «The Witcher» aktuell bei mir. Also, das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.